Jetzt lassen wir uns mal überraschen, was als nächstes kommt. Sie werden es ja mitgekriegt haben. Ich habe jetzt einen Weltmeister da. Das ist eigentlich einer, der eigentlich, glaube ich, alles gemacht hat, was man so machen kann im Leben. Er war Rockmusiker, war, glaube ich, auch irgendwie mal so in die Charts. Vielleicht kennen Sie ihn, er wird es gleich nachher erzählen. Und er ist Geschäftsführer von Münchner Kindelsenf, kennen wir alle. Wer ist ein Münchner Kindl? Wer ist ein Münchner? Aber aussterben die Rasse, Spinne. Wo seid ihr alle da an der Region? Aus der Region? Ja? Gut, so genau will ich das jetzt gar nicht wissen. Gut, Theo Hartl, servus. Haben wir ein Mikrofon, gehen wir ein bisschen mitten rein, ein bisschen was mitgebracht. Ja, ich habe gerade gesagt, Weltmeister, Musiker, einer, der eigentlich alles gemacht hat. Fangen wir mit dem Musiker an. Interessiert mich jetzt einmal als Radiojournalist am allermeisten. Platziert auch in die Charts gewesen. Ja, wir waren mal in den Dance-Charts auf Platz 19. Und eigentlich war unser großer Traum, einen Hit zu haben. Einen brauchst du ja, einen guten Hit, dann hast du ausgesagt genau. eigentlich. Und heute haben wir einen Hit gelandet, den wir essen können. Das hätte ich mir damals auch nicht gedacht. Das ist soweit Kind. Dass man einen Hit essen kann, ja. Nee, wir sind 2012 in Amerika, in Kansas, bei der Weltmeisterschaft, Barbecue-Weltmeisterschaft, haben wir den ersten Preis gemacht. Glückwunsch. Und das Besondere daran ist, dass eigentlich in Amerika noch nie ein Ausländer gewonnen hat. Ja, das haben wir schon fast gedacht. Wir waren die Ersten und da unsere Barbecue-Soße Dirty Harry heißt, haben die es wahrscheinlich erstmal gar nicht so gemerkt. Ja, also Dirty Harry kenne ich eigentlich Clint Eastwood. Nein, dieser Dirty Harry stammt aus München, heißt Harald. Also Harry ist vor 40 Jahren nach Amerika ausgewandert, hat bei Walt Disney gearbeitet, hat drüben eine Farm gehabt, geheiratet, Kinder, und weil sein großes Hobby Barbecue war, hat er immer dreckige Finger gehabt und seine Kinder haben Dirty Harry genannt. Ah, okay, gut, das ist... Heute ist er zurück in München. Ich habe ihn am Viktualienmarkt kennengelernt, wir haben über Barbecue-Soßen gesprochen. Ich habe ihm eine kreiert und er ist zurück, hat seine Kinder besucht in Amerika, hat an der Weltmeisterschaft teilgenommen und hat den ersten Preis gemacht. Mikrofon ein bisschen näher hier, dann verstehen wir die besser. Jetzt einmal ganz kurz, seit 1920, fangen wir mal ganz von vorne an. 1920, dort hast du die Kalten übrigens. Circa, ja. In etwa hat sich was ergeben am Viktualienmarkt eben. Und zwar war das irgendwie, glaube ich, eine Metzgerei, die es da mal gegeben hat oder immer noch gibt. Ja, meine Vorfahren waren Metzger am Viktualienmarkt, das war in der Metzgerzeile, waren das zwei Metzgereien, und mein Urgroßonkel hat irgendwo ein Senfrezept aufgeschnappt, hat süßen Senf gemacht, hat das dann Münchner Kindelsenf genannt, das war eigentlich die Geburtsstelle von Münchner Kindel. Verstehe, also von dem Senf an sich. Vom Senf an sich. Das hat dann bis in die 50er Jahre, waren die Metzger da. Mein Vater hat das Senfrezept geerbt vom Großonkel und hat dann noch ein paar Jahre Dahlmeier, Starnberger Bahnhof, Ratskeller, so im Viktualienmarkt bedient. Und bei mir war es dann so, als er aufhören wollte, ich habe zu der Zeit Musik gemacht, als er aufhören wollte, bin ich gerade Vater geworden oder noch nicht ganz, mein Kind war noch nicht auf der Welt, ist meine Tochter da. Servus, ist ja eigentlich ganz gut gelungen, oder? Ja, wir müssen... Wenn ich so die Brühen so sagen kann. Mit Senf geht alles. Und bevor sie auf der Welt war, habe ich eigentlich schon gewusst, wo sie in die Schule hingeht. Also ich war Waldorfschule, Montessori-Schule. Und natürlich hat mich interessiert, was gebe ich dem Kind zum Essen. Und dann war ich das erste Mal in der Bioladen. Gab es einen Biometzger, aber keinen Senf. Da habe ich gesagt, hey, habt ihr keinen Senf? Nee, Senf gibt es nicht. Das war die Geburt auch von Münchner Kindl Biosenf. Also ab da haben wir dann angefangen, Biosenf zu machen. Das ist 28 Jahre her. Ja, hat lang gedauert. 15 Jahre war ich so die Lachnummer. Wir haben so einen Senf- und Essigverband, wo man einmal im Jahr sich trifft und da sind halt alle Großen. Und ich war halt so der Spinner am Rande.
Heute machen es alle Bio-Senf. Also, Ja, er schaut jetzt ganz anders aus. Das ist ja die Nachfrage ist ja stetig gestiegen. ja, wir sind inzwischen eigentlich in jedem Bioladen in Deutschland vertreten. Von der Geschichte her bis 1996 haben wir in der Garage gearbeitet. Dann war die Wie in der Garage. Das ist eine richtige Garage. wirklich in der Garage, ja. Und mein Vater hat so eine kleine Senfküche gehabt und nebendran ist eine Garage und in der Senfküche haben wir Senf gekocht und in der Garage haben wir es in die Gläser gefüllt. Und 96 sind wir dann in einer haben wir einen kleinen Betrieb, 200 Quadratmeter. Familienbetrieb, meine Frau, mein Freund, ein Vietnamese und ich. Und das war dann 2007 nicht mehr möglich, weil durch die ganzen Lebensmittelbestimmungen braucht man Umkleide Damen, Herren, getrennte Lager, Qualitätsmanagement, Labor, all diese Sachen. Und da war dann die nächste Frage, aufhören oder eins drauflegen. Wir haben dann selber gebaut, die Sparkasse war so nett und haben mir Geld geliehen. Und wir sind dann mit 5 Leuten umgezogen. Wo seid ihr jetzt daheim? Wir sind jetzt in Fürstenfeldbruck im Industriegebiet. Wir arbeiten heute auf 2800 Quadratmeter und haben uns in 7 Jahren auf 38 Mitarbeiter erhöht. Ja. Da wir alles in Handarbeit machen, also alles, was Sie sehen oder da hinten ist unser Stand. Sie können gern auch alle unsere Sachen durchprobieren. Wir machen inzwischen über 70 Sorten und alles in Handarbeit. Also ab 20 Kilo ist es keine Fabrik, es ist Handarbeit. Wir sind Manufaktur. Und deswegen sind natürlich auch viele Leute nötig, die Senf herstellen, verpacken. Das ist ja alles auch, also diese Sachen sind alle handabgefüllt. Das ist auch handabgefüllt, ist handgekocht. Weil wir sind ja keine Ketchup-Heißhersteller, sondern wir machen ein paar hundert Flaschen und kochen die dann so wie Sie zu Hause, bis das durchpasteurisiert ist, also im Kleinen. Wie lange dauert es oder was ist die Kriterien, um ein, sagen wir mal, zertifizierter Biobetrieb zu sein? Also die Biozertifizierung an sich, da gibt es verschiedene Stufen. Wir sind Bioland, Demeter und Naturland zertifiziert. Eine Biozertifizierung gibt es auch beim Aldi. Aber das kann halt sein, Bio aus China oder das ist die geringste Stufe der Zertifizierung. Wenn Sie heute eine Bioland-Zertifizierung haben, dann haben Sie 3-mal im Jahr eine Überprüfung. Da werden alle Rezepturen durchgerechnet. Sie haben die Wareneingänge, also wenn es weniger ist, was hinten rauskommt, dann ist es nicht so schlimm. Wenn es mehr ist, ist es komisch. Ja, wie beim Finanzamt. Gell? Also, das ist die eine Sache. Einmal im Jahr kommt eine unangemeldete Prüfung. Aber das Bio ist nur die eine Sache. Also ich habe dann festgestellt, wir haben Großhändler, die haben dann unsere Produkte nach Japan und nach Australien exportiert. Und dann habe ich gesagt, okay, Bio ist die eine Sache, aber das mit dem Flugzeug irgendwo hinschicken ist ja der Wahnsinn. Also da kam die Regionalidee, ich bin von Anfang an bei Bruckerland, unser Land dabei und wir haben dieses Jahr 270 Hektar in Bayern anbauen lassen, 200 Hektar Sonnenblumen für die Mayonnaise und 70 Hektar für Senfkörner quasi. Senfkörner. Und ich war heute früh unterwegs mit dem bayerischen Landwirtschaftsminister Brunner am Viktualienmarkt
Und das Thema, das wir da haben, das ist eine Biozertifizierung aus Bayern. Es gibt geprüfte Qualität aus Bayern und da gibt es dann noch eins drüber, Biozertifizierung aus Bayern und da sind wir gerade dabei. Es gibt ja so quasi jetzt die Gütesiegel, die vom Ministerium quasi, und seid ihr dabei, eins zu bekommen? Oder habt ihr schon eins? Wir sind dabei, eigentlich der Vorzeigebetrieb zu werden, weil wir, bevor es das Siegel gibt, ja aus uns selber raus die Regionalität erkannt haben. Seit 1996 mache ich Brucker Landsenf zum Beispiel. Also die Regionalität, bevor das jetzt ist regional modern. Also auch in den Supermärkten, überall, alles ist regional. Aber das war von uns von vornherein schon eine wichtige Sache. Also die Prämisse, einfach grundsätzlich daran weiterzuarbeiten. Was eine sympathische Front, finde ich, wenn man da also so, wie du jetzt, sag ich mal, zugefangen hast und dann sagt, dann reisen wir jetzt durch, macht jetzt das Ganze weiter. Man, da hat man oft wahrscheinlich schon so überlegt, Mensch, jetzt schmeiße ich alles hin, weil es doch vielleicht viele Auflagen gibt, aber wenn man dann so mal an dieser Front weiterarbeiten möchte, dann muss man halt weitermachen, oder? Also ich habe zwei Sachen, die für mich Lebensqualität bedeuten. Das eine, ich habe meine Bauern, also unser größter Anbauer ist in Pfaffenhofen an der Ilm. Da fahre ich hin, da sehe ich die Senfbänder, ich sehe, wie es wächst, ich sehe, wie er erntet und ich stehe am Stand und rede mit meinen Kunden, also mit den Endkunden. Und habe alles zwischendrin von der Herstellung, von der Kreation. Ich habe einen Partner, der da wirklich ganz tief drin ist. Ich habe eine Familie, also meine beiden Kinder, meine Frau, ein Schwager, arbeitet auch in der Firma. Und die Mitarbeiter, die sich gerade so etablieren, wachsen eigentlich auch zur Familie. Und ich glaube, das Wichtigste oder mein drittes wichtiges Ziel ist, dass Menschen, die arbeiten, eine Familie ernähren können. Also das ist, und mir sind Menschen auch lieber wie Maschinen, deswegen sind wir 38, wir sind also trotzdem ein kleiner Betrieb, also vom Umsatz, von allem. Wir könnten in dem Gebäude, wo wir haben, könnte ich im Jahr 20.000 Tonnen Senf machen, wenn ich industrielle Anlage hätte. Wir machen 500 Tonnen Senf mit der Hand. Gut, aber es ist handmacht sich dann dafür. Wir können natürlich auch mal ein bisschen verkosten, würde ich sagen. Ja, gerne. Wirklich haben wir jemanden da, der uns ein bisschen hilft. Ja? Gerade beim Brezenstangerl, gell? Tut mir leid, schlechter Augenblick. Aber was haben wir denn für Senf dabei? Also ich habe heute, wie gesagt, wir machen über 70 Sorten, auch saisonell bedingt und so. Wir haben einen... Das ist mein persönlicher Renner, habe der heute schon mal gesagt. Wir haben einen Senf, das sind ganz gebliebene Senfkörner, die fermentiert sind, also die nach Senf schmecken, in Himbeere. Es ist nur Himbeer. Ja, aber mit Umdrehungen. Biologische Himbeere. Wir haben dabei einen Meerrettichsenf, das ist Meerrettich aus Franken mit Pfaffenhofer Senfkörner, also ist auch regional. Dann unser neuestes oder jüngstes Kind ist ein Biersenf, 27% Giesinger Bier. Die haben heute eröffnet, glaube ich, neue Lokalität in Giesing. Kannst du sagen, welche? Weißt du das? Ja, Giesinger. Ja. Aber wo sind die daheim ganz genau? Was ist das? Ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht. Also in Giersing halt. In Giersing, ja. Nein, die eröffnen heute die zweitgrößte Privatbrauerei in München, aber ist nicht viel größer wie ihr Küchter waren wahrscheinlich. Also das ist... Aber klingt interessant. Ja, klingt interessant. Das sind ganz, ganz deftige bayerische Typen und die haben wir überredet, dass sie sich biozertifizieren lassen und die machen für uns spezielles Bier dann. Gut, also mit welchem fangen wir an? Vielleicht von einer gewissen Reihenfolge müssen wir anfangen, damit wir die Geschmäcker irgendwie mitkriegen? Anfangen würde ich mit dem Himbeersenf, weil Himbeersenf von der Schärfe her und so, Himbeer selber ist geschmacksverstärkend.
Das ist also eine relativ milde Angelegenheit. Dann würde ich übers Bier zur Schärfe gehen und die Barbecue-Soße. Gibt es dann zum Schluss und drauf. Also dann probieren wir mal die Himbeer. Gut, gehen wir mal eine Runde. Genau, ein paar Stecker. Ich darf das Glas in die Hand nehmen. Ja, genau. So, da bin ich jetzt einmal gespannt, wie der bei Jana ankommt. Also mein persönlicher Favorit seit gestern, wo ich gestern mal aufgemacht, wo ich gestern mal vorbeigeschossen, haben wir gedacht, hoppala,